Wie der Präsident gesagt hat, handelt es sich um eine Proposition de loi am Nummer 6586, die eine Modifikation von einem modifizierten Gesetz vom 21. Dezember 2007 betrifft. An dem Gesetz 2007 hatte man, wie gesagt, die Direktiv 2413 über die Egalität de Traitement zwischen Frauen und Männern demals umgesetzt. Der Autor von dieser Proposition de loi als den Deputierte Ferner Karteiser hin huet das Proposition de loi den 2. Juli 2013 deposiert an den Staatsrat huet de knappe Joer donno den 3. Juni 2014 sein Avis aufgehen. Wir hatten eine Reunion von der Kommission von der Santé und Egalité des Chances als Sport, die sich mit dem Thema Egalität aufgeht. Der 24. Juni, wo den Autor Ferner Karteiser auch eine Proposition de loi vierdrohen, wo wir einen ersten Tour de Diskussion hatten, wo ich als Konklusion gesagt habe, dass es, wo ich auch Rapporteur genannt gesehen, wo ich gesagt habe, dass ich an meiner Funktion als Rapporteur auch einen Brief ging schreiben und der Presserat, für den auch noch ein Kehr ein Avis zu freuen. Wir haben, wie gesagt, eine Antwort vom Presserat, paar Minuten spät gekriegt, den 22. Oktober 2014. Auf Aufruf von der ADR hatte man dann nach einer Kommission joint, den 10. November, mit der Kommission des Médias, des Communications et de l'Espace, wo dann auch der Conseil de Presse mit einer Delegation vertreten waren, für einen Échange mit den Vertreterinnen und Vertretern von dem Presserat zu haben. Der Objet von der Proposition de loi, also für die Änderung zu annullieren, die durch Gesetz vom 19. Juni 2012 Gesetz vom 21. Dezember 2007 gemacht gouf. Erlaubt mir ein bisschen den Kontext zu erklären. Das Gesetz vom 21. Dezember 2007 setzt also die Direktive von 2004 über die Egalität de Traitement zwischen Frauen und Männern beim Accès an der Fourniture von Biens und von Services. Aus der Direktiv waren 2004 Demos ausgeklammert Bereiche von den Medien, der Publizität und der Education. Die Education wird über eine andere Direktiv geregelt, aber die Medien, aber der Publizität gehen Demos am Jahr 2004 in Diskussion, ob das kein ein Angriff an Pressefreiheit bedeuten. An den Rechtsstaatphase, wie man die Direktive also transposiert hat, am Jahr 2007, beim Gesetz vom 21. Dezember 2007, wird Lützeburg sich ganz strikt und den Text von der Direktiv gehalten, an Nordmedien, Publizität und Education ausgeklammert. Was dem aber schon eine enorme Kritik vom Staatsrat provoziert hat, zu der Herr nachkommen, an noch die Demo des Chambre des Employés Privés an den Conseil National des Femmes hatten dieselbe Bedenken wie der Staatsrat. Der Grund für die Bedenken waren demos schon ganz klar, weil es nicht zu vertreten war, laut den Bericht, den Avien, dass nicht alle Sorten von Diskrimination auf dem nämlichen Niveau behandelt werden. Es ging demos an dem Kontext auch choriert von einer Hierarchisation des Egalités. Am Jahr 2010 hat nun die dämolische Chancengleichheitsminister François Hetogage am Namen von der dämonischen Regierung, so wie dadurch an dem dämonischen Regierungsprogramm stehen, für sie war ein neues Projet de loi abrucht, wo ich mengen den Kollege Eicher Rapporteur war, wenn ich mich nicht irren, an dem dann der Champ d'Application vom Gesetz von 2007 erweitert soll gehen, an das die Ausnahme für die Medien und Publizität gemacht, die Demos gemerkt sollten, rausgeholt gehen. Ziel war es, für die verschiedenen Gesetze, bei denen es den Schutz von Diskriminationen geht, auf ein Niveau zu bringen, so wie beim Schutz für Diskriminationen aus anderen Gründen, zum Beispiel der Hautfarbe, der Rasse, der Religion, der sexuellen Orientierung und so weiter, soll auch bei der Diskrimination aufgrund vom Geschlecht dieselben Regeln für alle Bereiche gelten, also auch für die Medien und für die Publizität. Den entsprechende Projet de loi 6127 als mit 55 Ja-Stimmen ugeholt gin a gouf als das Gesetz vom 19. Juni 2012. Proposition de loi, über die wir lohai diskutieren, aber den aufstimmen, soll also das Änderung nicht rückgängig machen. Lassen wir auf nach wie vom Staatsrat zurückzukommen, von den Evaluation, ob davon geht, was der Staatsrat gesagt hat. Der Staatsrat hat an seinem Avis zu der Proposition de loi natürlich auf seinen früheren Avis von 2007 und von 2012 und noch auf dieselben Argumente verwiesen. Beim ursprünglichen Gesetz, wo Jugend wie an der Direktiv Medien und Publizität ausgeklammert goufen, hat der Conseil d'État demos die minimalistisch und restriktive Approche vom Legislateur scharf kritisiert.
Das Vorgehensweise gäf eng Hierarchisation zwischen de verschiedene Diskriminationsmotive affeieren an dem Schutz von der Egalität de Traitement zwischen Frauen und Männer eng mannerweitig Platz zu erkennen par rapport zu anderen Diskriminationsgrenzen, zum Beispiel dem Schutz gegen Diskrimination wenn es Behinderung, der Rasse, der Hautfarbe, wo, wie schon gesagt, Medien und Publizität mit abbegraf sind. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Madame Minister, der Conseil de Presse hat immer nächst an seinen Avien, noch an seine Positionsprobieren, noch an der Entrevue, die wir am Conseil de Presse hatten, immer argumentiert, dass ein Journalist oder ein Editor kein riskieren, sich zu autozensieren beim Reportage über Fällen, die diskriminatorisch könnten sind oder interpretiert gehen. Auf der anderen Seite betont aber der Presserat, dass sie ohne Reserve auch das Prinzip von der Egalität de Traitement zwischen Frauen und Männern anerkennen und dass sie ja sowieso an ihrem eigenen Code de Deontologie festgeschrieben ist. Sie schreiben sogar, dass sie des Dispositions contraignantes, claires et nettes an diesem Code de Deontologie dran stehen. Nommer wie vom Presserat an auch nur der Entrevue ma Presserat huet Chamberkommission von der Egalité des Chances dun festgestellt, dass am von kein nei iwwerzegent Argumente Durchschlungen am den 6. Januar hummer dun mein Rapport ugeholl an dem Rapport huet rekommandiert Kommission des Proposition de loi also net zu stimmen, also auch dat der Rekommandation vom Staatsrat zu folgen, notzugehen. Ich wollte noch ein paar zusätzliche Erklärungen geben, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es gibt taxmoniert, Lützeburg wäre das einzige Land, das auf der Weg gegangen wäre, für die Champ d'Application von der Direktive auf Medien an der Publizität auszuweiten. Dazu was für dich mal zu sagen, dass das dann von kein gutes Argument gewirrscht wäre. Lützeburg muss ja nicht immer Nachzügler sein, es kennt ja auch mal ein Kehr, even nächste sind Vierreiter sind, wann net eng gerecht Kurs gibt. Mit das net so. Wir sind hier an diesem Fall net die einzig, weil Lützeburg steht bei weitem nicht allein da mit dieser Reglementation. An einem Expertenrapport, den ich auch zitiere, wo der auch Source fand, an einem schriftlichen Rapport über Transposition von der Direktive von 2004 steht zu lesen, dass die Legislation an Sachen Gender Discrimination, der Rapport also auf Englisch, viel mehr weit geht wie das Minimum, den an der EU-Direktiv vorgesehen ist. Und das an einem, wie der Englisch an dem Rapport steht, in a significant number of states, gave Legislation über Geschlechterdiskrimination dieselbe Bereiche abschließen wie die sogenannten Race Directive. An dem man das Proposition de loi nicht stimmen, mengnisch bekunde man auch eine ganz klare Nähe zur Hierarchisation zwischen den verschiedenen Motiven der Diskrimination. Für den Klartext nach einmal zu sagen. Für jeden Verein, auch für die Medien, scheint es also absolut klar als selbstverständlich zu sein, dass die Medien sich müssen und Diskriminationsverbot als Sachen Hautfarbe oder sexuelle Orientierung, Rasse, Religion oder Behinderung halten. Und da seid scheinbar keine Pressefreiheit vor. Aber bei der Diskrimination wegen dem Geschlecht ist das ernst das. Und wir wollen ja nicht, dass das Diskussion, die auf Geschlecht basiert, haut dann heute zu Lützeburg noch akzeptiert gehen. Und wir wollen auch nicht, dass die Diskussion nicht salonfähig gehen. Zum Argument vom Conseil de Presse, dass das ja sowieso am Code de Deontologie steht, muss ich sagen, dass ich am Anfang davon ausgehen kann, dass Journalisten sich skrupulösement an ihre Code de Deontologie halten und dass das Presserat skrupulösement darauf aufpasst, dass das auch so geschieht. Und an dem Fall bringt Gesetz von 2012 am Anfang keine Änderung und kann also nicht davor jetzt sehen, dass die Pressefreiheit da wenigstens vorgeraten wird. Zum Thema Pressefreiheit will ich hoffen, dass es nicht draußen zu einer Diskussion kommt, am Kader mit der Diskussion über die Liberté de Presse, den schrecklichen Attentate auf Frankreich, auf Charlie Hebdo, dass da nicht die Sache vermischt gehen. Und das wäre eine Menge nahen, eng populistisch, Weise, für mit denen wichtige Fragen dann umzugehen.
Pressefreiheit und Liberté d'Expression sind grundlegend Valeuren an einer Demokratie, die man muss verteidigen an Heisch halten, die aber nicht immer limitiert sind. Der will nämlich nicht diffamieren, der will noch zum Beispiel kein, was doch verboten ist, dass das ein Appell à la Haine ausspricht. Und ich erlaube mal, Zeitung Le Monde zu zitieren an ihrer Online-Ausgabe vom 14. Januar, haben sie einen Artikel publiziert mit dem Titel Charlie Dieudonné, quelle limite à la liberté d'expression? An dem Artikel gehen Basen und Prinzipien von der Freiheit erklärt, gerade wie auch die Limiten. Ich zitiere, la liberté d'expression n'est donc pas totale et illimitée, elle peut être encadrée par la loi. Les principales limites à la liberté d'expression en France relèvent de deux catégories. La diffamation et l'injure, d'une part, à les propos appelant à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de crimes contre l'humanité, les propos antisémites, racistes ou homophobes, d'autre part. Am Mai spät resümiert noch dieselben Auteur, la liberté d'expression ne permet pas d'appeler publiquement à la mort d'autrui, ni de faire l'apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ni d'appeler à la haine contre un groupe ethnique ou national donné. On ne peut pas non plus user de la liberté d'expression pour appeler à la haine ou à la violence envers un sexe, une orientation sexuelle ou un handicap. D'autres vom besorgten Artikel beschäftigen allerdings dann auch mit dem Komplex vom Humor, der Satire, noch der Karikatur, also noch das, natürlich, das Karikatur als Satire muss können steuern per Definition, muss doch unbequem sein, sie muss auch sogar ein bisschen weh und der das gewusst. Mir auch Karikatur als Satire, der das ein spezielles Register, mir auch da gehen im Artikel von der Online-Edition Le Monde, nos Limiten, von Navier de ne pas s'en prendre spécifiquement à un groupe donné de manière gratuite et répétitive. Je suis juste un artikel do zitiert. Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, pardon, das nicht einfach über die Limiten für Presse- und Meinungsfreiheiten zu diskutieren. Gesetz also für die Großprinzipien festzuhalten, wo aber genau die Limiten von der Presse- und Meinungsfreiheit sind, und ob sie überschritten dürfen oder nicht, kann nimmer noch von der Gerichter beurteilt gehen. Da das nicht irgendwelche Interessengruppen hier Aufgabe, das ist auch nicht Aufgabe von der Kirchen, von der Religionsgemeinschaften, das ist auch nicht Aufgabe von der Politiker immer.